Ah, endlich ein neues Diablo fürs Handy. Fabelhaft. Und die Steuerung, ein Hochgenuss. Meine zwei Gichteldammling, da sag ich so viel von der grandiosen Grafik. Ui. Und das Gameplay, das ist so abwechslungsreich. Wundervoll. Freut mich, dass man anscheinend endlich auf Diversity setzt und nimmer auf Innovation. Geil. Na, ich hätte so gerne mal ein Review über ein Spiel machen. Was, über das zum Beispiel. Aber leider habe ich ab Level 8 Privatinsolvenz vermeiden müssen! Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger! Tja, das letzte Mal ist eine Zeit her und oje, Kinder, wo zur Hölle fang ich an? Nein! Heute geht's nicht um den 158. Preisentrottel, das ist ein Weißwurst frittiert, der quer ins Arschloch schiebt, oder um Preisentrottel Nummer 166, der seine Leberkassemi mit Knoblauchsoße und Stabal frisst. Nein! Über die Lebenshilfe auf der Fluchtpreisen habe ich die letzten 5 Jahre Doktorarbeit geschrieben. Ehrendoktor, wo? Es reicht! Heute geht's um... Diablo Immortal. Halt, stopp! Bevor jetzt 3/4 von euch wieder wegschaltet, weil nicht Gaming. Das ist ein 313er Fan. Gebraucht. Und der kostet genauso viel wie ein voll ausgelevelter Charakter in Diablo Immortal. Und jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit hab, erkläre ich kurz, wer es nicht kennt, was Diablo eigentlich ist. So, stay a while and listen. Fresh meat. Diablo ist ein Action-Rollenspiel. Seit 1996 gibt's 3 Teile mit einigen Erweiterungen und Millionen von Fans über den ganzen Globus. Geht also um Monsterschnetzeln, Looten und Leveln. Das ist einfach ein spaßiges Gefühl, mit deinem Barbar oder deiner Zauberin durch die Viecher zum Rasieren. Immer wieder stärkere Rüstung, stärkere Waffen, stärkere Fähigkeiten zum Sammeln. Da kickt die sogenannte Loot-Spirale und das macht dann einfach Spaß, sich ständig zum Verbessern und immer mehrer und stärkere Viecher zum Zerpimmeln. Ja, aber Birger, dann sei doch froh, dass es ein neues Diablo gibt. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber nein! Ohne Krampf, ich weiß nicht einmal so richtig, wo ich anfangen soll bei diesem Gipfel des Gaming-Shitfestes und es geht auch nicht alles in dieses eine Video rein, aber ich versuch's. Diablo Immortal ist das kürzlich erschienene neueste Free-to-Play Diablo-Spiel fürs Handy. Handyspiel! Und da fängt schon an. Oh, leck, Alter, weißt was so richtig geil war? Ein Heilmittel gegen Krebs? Nein. Eine Kloschüssel, die in der Früh deiner Morgenlatten im richtigen Winkel so passt? Nein. Alter, was weiß denn ich? Ein Sidekick, der dich ansorgt, falls du mal bringst? Nein. Wenn's dem anderen deinen hat in Alter, was? Nein. Ein Diablo fürs Handy war richtig geil. Kein Diablo-Fan jemals! Kurz vor Release haben sie uns auf das Do you guys not have phones? einen PC-Port angekündigt, damit wir es mir auch spielen können. Also gut, komme ich als 25 Jahre langer Fan nicht aus und hab angefangen. Anfangs ist alles ganz cremig, wie man Diablo kennt. Es geht vorwärts, du machst deine ersten Viecher, kriegst Fähigkeiten, steigst Level auf und alles, was dazugehört. Dass aber das Spiel 1:1 genauso, beziehungsweise noch schlechter ausschaut, wie sein Vorgänger von 2012. Das kehren wir ganz schnell unter den Teppich. Es geht weiter dahin, du machst deine ersten Dungeons, den ersten Boss und schließt das Tutorial ab, das dir so ein bisschen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Alles gut soweit, aber dann fängt auf einmal irgendwie alles zum Blinken Der an. läuft von selber. Ein einmaliges Paket ist im Shop erhältlich. Oh mein Gott, wo ist denn da gut? Das Anfängerpaket. Jeder kennt Mobile Games. Am Anfang von einem jeden kriegst du spezielle Ingame-Währung geschenkt. Dann wirst du ein bisschen an den Shop herangeführt und dir wird gezeigt, was er kann und was du kaufen kannst. Nicht so bei den gnädigen Herrn Halsabschneider im Hause Blizzard. Da kostet sogar der schon €1. 800% Zusatzwert. Was für Zusatzwert? Zusatzwert 800% von was? Warum? Dann krieg ich 60 so gestommene Kugeln und irgendeinen Skin. Aber rate mal, es gibt in dem Shop nichts zum Kaufen für 60 Kugeln. Das ist ja kein Gaudi, in dem Shop existiert nichts außer eine andere Währung, was sie für die 60 Kugel da kaufen lässt, was die irgendwie weiterbringt. Ja, aber Alter, das Paket brauchst du! 800%! Wenn's das nicht kaufst, dann verlierst du sogar Geld, du Trottel! Schnell, bevor es weg ist! Aber das ist bloß ein Spitzel vom Spitzel
das irgendwo auf dem Spitzel von dem Spitzel, das gerade vor 5 Sekunden auf den Eisberg aufgeschnitten hat. Jetzt geht's erst richtig schön los. Und dann wichst dir die Scheiße um die Ohrwaschel. Ein Klick in den Shop und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du eigentlich wohnst. Fast alles, was du im Spiel erspielen kannst, ist für echt Geld zum Kaufen. Wie man es aus jedem anderen Mobile-Game kennt, bloß 100 Mal schlimmer. Allem voran eine Ingame-Währung, die du für Echtgeld kaufst, um dann damit Dinge im Shop zu erwerben. Genannt ewige Kugeln. Und weißt, wo man das noch so macht, wo du dein Geld erst in irgendwelche Währungsgegenstände umwandelst, damit du ja nicht den Überblick verlierst? Richtig! In einem verfickten Casino! Und weil so eine Währung nicht langt, damit klein Clash of Kevin überhaupt nicht mehr checkt, was er tut mit der Kreditkarten von der Mom, da führen wir gleich 2 weitere ein. Gold und Platin, weil's schon wurscht ist. Je weiter du durch den Ingame-Shop klickst, desto heftiger wird's und du merkst, dass jede verfickte einzelne Trickmechanik dir Kohle aus der Tasche zum Ziehen, die jemals für Handyspiele entwickelt worden ist, Einzug in Diablo Immortal gehalten hat. Zum Beispiel kostenlose tägliche Belohnungen, wenn's die jeden Tag einloggst. Aber um die kostenlos einzulösen, musst natürlich in den Shop rein, wo 1 Zentimeter daneben jeder Kasten schreit: Kauf mich! Billiger wird's nicht mehr! Kauf mich! Aber du merkst das Kauf nicht! mich! Ich bin totaler Schwachsinn, aber kauf mich! Zum Beispiel so Währungspakete zwischen 1 und 100 Euro. Und immer schön mit feierrote 15, 20% Mackerl drauf, damit's ja schön künstlich billig ausschaut. Alter, du darfst niemals vergessen. Du bist der Trottel! Wenn's nicht das größere Backel kaufst! Alter, du verlierst quasi ein Geld! Wenn's da nicht das größere Backel kaufst, du Trottel! Und das Geilste ist, in diesem Shop sind alle Preise so angelegt, dass du deine Kugel nie ganz ausgeben kannst. So bleiben da immer schön ein paar übrig, damit's dich schön hinter mir indirekt dazu zwingen, dass du noch mal welche kaufst. Ja, sag einmal, Kruzifix, für wie blöd halten uns die denn? Selbstverständlich gibt's auch einen Battle Pass. Sowas kennt man, du spielst da hier und schaltest immer wieder neue Gegenstände, Skins und Zeug im Spiel dort raus zusätzlich für die frei. Da gibt's bei alle anderen, normaler Spiele, muss ich schon fast sagen, einen kostenlosen Pass, den jeder hat, und einen zum Kaufen, wo man dann mehrere draus kriegt. Aber im Halsabschneiderhause Blizzard gibt's halt eiskalt 2 bezahlbare Schienen. Ich hab wirklich nicht gewusst, dass man uns sowas wie ein Battle Pass nur ausgeschämter dran kann wie schon. Achtung, Erinnerung! Du bist quasi ein Volldepp, wenn's da bloß den Kleinen für 5 Euro kaufst. Du verlierst sogar Geld! Also gibt's einen Battle Pass und 2 Deppal Pass. Hab ich das so richtig verstanden, ja? Wie überall gibt's auch Cosmetics, Skins für Rüstungen und Waffen. Die machen dich nicht stärker, aber du schaust halt super cool und badass aus. Für umgerechnet 16 Euro. Aber auch einzelne Diablo 2 Skins für günstige 25 Euro. Alter, Schnipper, du, das nimm ich mit. Und erschreckend ist, dass bereits auf Level 10 und 20 in die Startgebiete schon jeder Dritte mit so einem Scheißdreck umeinander läuft. Ja, sag einmal, wie behindert sind denn die Leute, die sich einen Skin aus einem 20-jährigen Spiel kaufen? Jawohl, Hauptsache der ahnungslose Candy Crush Mongo rennt schon vom Start weg mit seinem aus dem Weg Geringverdiener Skin an dir vorbei. Nochmal kurz zurück zu den kostenlosen täglichen Belohnungen. Weil so kostenlos sind die gar nicht. Nach dem Einlösen erscheint nämlich ein Kaufbutton für bezahlte tägliche Belohnungen für 30 Tage. Und die könntest du dir sogar dreifach für die nächsten 90 Tage kaufen. Was sie dir aber nicht sagen, jeden Tag, in dem du dich nicht einloggst, verlierst du die Gegenstände, für die du zahlst, du trauriger Volldepp. Ja, wer sind denn die Leute, die das deren? Und dann haben wir noch legendäre, ewige Embleme. Zur Erklärung, die steckt man in sogenannte Ältestenportale. Diese Portale sind einfache Dungeons mit Monster drin, da rennst du durch, haust alles zusammen und am Ende zerpümmelst dann Boss. Der lässt dann Rüstung und Waffen und vor allem bestimmte Edelsteine, Gems fallen, die stärker machen. Das ist am Ende der Hauptbestandteil vom Spiel und so ein Portal zu machen dauert ca. 3 bis 5 Minuten. Du kannst also diese umfangreichen 3 bis 5 Minuten Portal-Runs kostenlos machen
Oder du steckst da so Embleme ein, damit am Schluss der Boss mehr droppt und du mehr kriegst. Achtung! Ratespiel! Was glaubst passiert, wenn du 10 so Embleme, die übrigens verfickte 25 € kosten, in so ein Portal einsteckst? Achtung! Ratespiel 2. Was glaubst passiert, wenn du keine so Embleme da einsteckst und einen kostenlosen Run machst? Alright, so I did get a chest. Wait. But I didn't... get any legendary gems? Das ist übrigens auch keine Übertreibung. 10 Embleme gingen pro Portal maximal eine und die kosten umgerechnet 25 €. Jedes Mal. 25 € für 3 bis 5 Minuten Gameplay. Ja, sag mal, wie behindert satz denn ist! Du bezahlst dafür, um einen gewissen Teil vom Spiel zum Überspringen. Das ist wie wenn ich einen Nutten einen 100er zahle, geh aber vorher ins Badezimmer und schleudert und bevor ich heimgehe, wirf ich 10 € Trinkgeld hin. Wer macht denn sowas? Diesen Arschlöchern, die für diesen fragwürdig legalen, manipulativen, lieblos hingerotzten Haufen Scheiße Geld zahlen. Kehrt einer Kreditkarten so lang durch die Arschgrunzen gezogen, bis bliert und 2 Würstel rauskommen. Und der Gipfel der Shitshow, der kommt am Schluss. Auf halbem Weg zu Level 60, kurz bevor du Level 30 bist, im Wüstengebiet, und so ehrlich bin ich jetzt auch, fangt's fast an, Spaß zu machen. Es kommen die ersten geskripteten Events, ganz nette Bosskämpfe und so weiter. Und dann wirst Level 30. Und auf einmal heißt deine Hauptaufgabe jetzt: Erreiche Level 35, um die Story-Kampagne weiterzuspielen. Und deine Möglichkeiten, Level 35 zu werden, begrenzen sich dabei auf Ältestenportale, Kopfgelder, was absolut Cancer ist, und ein Battle Pass für einen XP-Boost, der übrigens wieder Geld kostet. Ihr zwingt mich quasi genau an dem Punkt dazu, wo es gerade halbwegs erträglich wird, die absolut langweiligste Scheiße zu machen in dem Spiel, die es gibt. Ich hab da mal Pi mal Daumen nachgerechnet, ich muss so 30 bis 40 solche Portal-Runs machen, damit ich normal in der Story weiterspielen darf. Alles, was sie wollen, ist, dass du diesen scheiß Battle Pass kaufst, damit es entweder schneller geht, oder sie wollen dir an diese Portal-Runs gewohnen, damit du zeigst, wie beschissen das sind, wenn du kein Geld nicht ausgibst. Nicht mehr und nicht weniger. Und an dem Punkt habe ich das Spiel abgebrochen und hab mir gedacht, Blizzard, das kann nicht dein verfickter Ernst sein! Ja, aber Birger, das glaube ich nicht, dass das so dermaßen krass ist. Du, das hat nichts mit Glauben zu tun. Jemand hat ausgerechnet, wie viel Geld du einstecken musst, dass du deinen Charakter ganz ausleveln kannst. Diablo Immortal 100.000 € für Charakteraufwertung, wenn Mikrotransaktionen den Rahmen sprengen. 100.000 €! Und schon sind wir wieder beim 313er Find. Ja, soll ich die Lebensversicherung von der Mama auflösen, dass ich mitspielen darf? Matt and Michael from Belula News noted that it would take 10 years to play time to fully maximize a character on its current state. Übersetzt, der Matti und der Michi von die Belula News haben festgestellt, es braucht 10 Jahre Spielzeit, um deinen Charakter vollständig auszubauen. Oder ihr erklärt mit Sicherheit nicht jede dämliche Drecksmechanik, wie du da drin deine Items und Gems mühselig auflevelst. 10 Jahre Spielzeit! Nicht Lebenszeit, Spielzeit! Sind nötig, um kostenlos deinen Charakter voll auszuleveln. Alter, wer tut denn sowas? Und selbst bei den 10 Jahren bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Weil ob du das glaubst oder nicht, Leute haben's probiert. I spent $10,000! I got nothing! Der YouTuber und Streamer Quinn69 hat über 10.000 $ ausgegeben und nicht einen einzigen legendären 5-Sterne-Gem gekriegt. This is a great game! Das ist der stinkendste Scam-Scheißhaufen,
den ich in der Gaming-Branche jemals miterlebt habe. Angeblich gibt es da 24 Stunden Loot-Sperren, wenn du zu viel findest, lächerliche Drop-Chancen von 0,05% und irgendwelche Mechaniken, dass du bloß mit Geld irgendwelche Sachen verkaufen kannst und. Ja, ich mag nimmer! Völlig zu Recht wird Diablo Immortal auf Metacritic von den Leuten auf den letzten Platz als das schlechteste Spiel aller Zeiten gewotet. Oh, damit! Wo er hingehört mit dem Dreck! Übrigens, wenn wir gerade dabei sind, weißt du eigentlich, wer bis dahin den letzten Platz belegt hat? Warcraft 3 Reforged, was vor nicht allzu langer Zeit von Blizzard, dem gleichen Entwickler wie Diablo, gekommen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch! Und unterstützt euch! Lasst seine geldgierigen Wichsgriffe bloß. Ich warne euch. Ja, aber Birger, du musst ja gar kein Geld ausgeben, wenn du nicht möchtest. Du musst ja kein Geld ausgeben, wenn halt doch dein Maul! Das komplette Spiel ist nur darauf ausgelegt, die auszubremsen und dir auf die Nerven zu gehen und dir das Spiel zur Hölle zu machen, solange du deine scheiß Kreditkarten nicht durchziehst. Du kommst nicht vorwärts, du kriegst nichts, du bist nur frustriert. Wow, tolle Designphilosophie, bitte mehr davon. Ja, aber Birger, eigentlich ist ein gutes Spiel, nur die Mikrotransaktionen sind scheiße. Meine Güte, halt bloß dein Futzen, du ahnungsloser Volldepp. Ja, es war ein gutes Spiel, wenn heute der 19. Juni 2012 war. Die gleichen Progress Mechanics, die gleichen Grafiken, die gleichen Sounds, die gleichen NPCs, die gleichen Bosse, die gleichen Maps, die gleichen Map-Tiles wie in Diablo 3. Null Innovation, nichts Neues. Du laufst die ganze Zeit völlig Brain AFK, irgendwelche goldenen Fußspuren entneu wie so ein Deppal. Völlig linear durch eine vorgelogene Open World. Null Innovation, nichts Neues. Aber Hauptsache, mir wird alle 3 Level irgendeine Scheißdrecks-Shop-Mechanik vor die Nasen gehalten, damit ich die ja nicht übersehe. Das ist wichtig, ja. Alter, und dieser PC-Port ist eine absolute Frechheit. Man kann in seinem Inventar nicht mal irgendwelche Items von A nach B ziehen. Man kann mit der Maus nicht scrollen. Ich muss überall hinklicken wie so ein Smartphone-Mongo. Man kann keine Dialoge mit der Tastatur überspringen. Ständig lauft mein Charakter von selber irgendwo umeinander. Objekte sind sauschlecht zum Anklicken oder gleich gar nicht. Es nimmt kein Ende! Absolut grundlegendste Dinge! Wer hat denn dieses Stück Software-Schrott verbrochen? Der Praktikant? Oder der Lehrling vom Praktikant, der aus Versehen vor 4 Jahren mal einen Ferienjob bei der Lebenshilfe gehabt hat? Ja, aber Birger, was stört dich denn so krass? Spiel halt dann was anderes. Alter, ich bin damit aufgewachsen. Ich hab sehr viel Geld, Zeit und vor allem Liebe in diese Firma gesteckt. Ja, kann schon 1, 2 Euro und 3, 4 Stunden in meinem Leben gewesen sein. Dann kommt irgendein anzugtragendes Arschloch und macht alles kaputt, weil sie einen scheiß Krang nicht vollkriegen. Und das interessiert mich deswegen, weil diese Drecksfirmen nichts lieber täten, als diese Scheißmechaniken auf unsere PC- und Konsolenspiele zum Übertragen. Und dann möchte ich dich sehen, wenn's in deinem neuen God of War Ragnarök, für das du schon 60 Euro gezahlt hast, nur mal 15 Euro zahlen sollst für dein Hacke-Upgrade. Oder wenn's den Horizon Forbidden West, für das du schon 70 Euro gezahlt hast, nur mal 15 Euro für ein Bogen-Upgrade oder für länger Luft halten unter Wasser zahlen sollst. Eigentlich hätte es ja heißen sollen. Don't you guys have Kreditkarten? Und das Schlimmste ist, wahrscheinlich funktioniert's. Sie machen Milliardenumsätze, verdienen Millionen und es kommt genau so. Ich hoff's nicht, aber merkt ihr meine Worte. Weißt du was? Schnauze voll! Meinen ich das ernst? Meinen die das ernst? Na nix, ich weiß doch auch nicht! Leck mich, Blizzard! Achtung! Vorhersage! Diablo 4 kannst du in dein geldgieriges Arschloch schirmen und das neue World of Warcraft Add-on gleich hinten nachher. Aber am allermeisten die Leute mit einem IQ in der Höhe von dem Preis vom Starterpaket, die für ein 10 Jahre altes Spiel Geld ausgeben. Kruzifix! Das war leider Gottes nicht alles, weil so ein Thema, ganz speziell das hier, lasst sich nicht in einem Video verpackeln, für alle verständlich unter 2 Stunden. Weißt du was? Das schauen wir uns in einem Livestream an, Montag und Mittwoch, 20 Uhr. Und ich
schwitz wie eine Drecksau und ich schleich mir jetzt, verkaufe meine Turnieren auf den Schwarzmarkt, damit ich auch mitspenden darf. Habe die Ehre! Liken, teilen, Abo, Glocken, die ganze Scheiße nicht vergessen. Und ab in die Kommentare, ob's Bock auf mehr, sicher eine Reviews hast. Das ist nice, ne? Wirkt ein wenig kurz vor, ab ins Tatütata.